Heute gestaltet zum 3. Mal Serpent of Moses, ein Metal-Gottesdienst bei uns im Heavy Sanctum. Serpent of Moses. Hast du dich auch schon gefragt, was für eine Schlange von Mose das ist, wo der Timo da für einen Bandnamen gewählt hat und was das könnte bedeuten für uns? Bei dieser Schlange geht es natürlich um Metal, um Metall, aber wir müssen einen grossen Zeitsprung machen. In die Zeit um 1500 vor Christus im Vorderen Orient. Da war noch die Bronze State of the Art. Die Eisenverarbeitung ist noch kein Thema, geschweige denn, dass der Stahl erfunden wäre. Diese Zeit die fängt erst um 1200 an. Mitte also vom 2. Jahrtausend vor Christus, da werden Waffen, Werkzeuge und heilige Gegenstände mit Bronze gefertigt. Für die keine Ahnung haben von Chemie und so, Bronze, das ist die Legierung, wo man Kupfer mit Zinn mischt, um so das weiche Kupfer zu härten. Wenn wir also als Metalheads um 1500 vor Christus mit dem Mose und Volk Israel unterwegs gewesen wären, genau, was hätte denn die wichtigste Metal-Band geheissen? Da seht ihr einblenden, Brazen Maiden. Und was wäre der Judas Priest Albumklassiker gewesen, das das Heavy-Metal-Programm beschreibt? Ja, natürlich British Bronze. Und die ganze Truhe, die hätte zu selber Zeit das T-Shirt von Manowars Triumph of Bronze getragen. 1500 vor Christus, Bronzezeit, nicht Iron, nicht Steel, sondern Brazen Times. Und die Geschichte von dieser Schlange von Mose, die hat sich in dieser Zeit zugetragen. Katja liest uns aus dem Buch Numeri, im 4. Buch Mose, aus dem 21. Kapitel. Die Israeliten zogen vom Berg Hor weiter in Richtung Schilfmeer. Dabei nahmen sie einen Umweg um das Land Edom herum. Das Volk aber wurde auf dem langen Weg ungeduldig. Die Israeliten beklagten sich bei Gott und bei Mose. Wozu hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Sollen wir in der Wüste sterben? Nicht einmal Brot und Wasser gibt es hier. Wir ekeln uns vor dem schlechten Essen. Darauf schickte der Herr Seraphinschlangen zum Volk. Viele Israeliten wurden gebissen und starben. Das Volk kam zu Mose und bat: Wir haben Unrecht getan, als wir so mit dem Herrn und mit dir geredet haben. Bete zum Herrn, dass er die Schlangen von uns fortschafft. Daraufhin betete Mose für das Volk. Der Herr antwortete Mose: Fertige einen Saraphen an und steck ihn auf ein Feldzeichen. Jeder, der gebissen wurde, soll ihn ansehen. Dann wird er am Leben bleiben. Da machte Mose eine Schlange aus Bronze und steckte sie auf ein Feldzeichen. Und tatsächlich, wer gebissen worden war und die Bronzeschlange ansah, blieb am Leben. Was passiert da genau? Eigentlich ist das Volk Israel nach vielen, vielen Jahren in der Wüste wieder unterwegs Richtung verheißenes Land. Die vordere Generation ist schon einmal vor dem Land Kanaan gestanden. Sie hätte Gott aber nicht vertraut angesichts der übermächtigen Völker mit Riesen im Land. Die Generation ist mittlerweile gestorben. Doch wegen dem mühsamen Umweg, wo sie jetzt drauf sind, da verhält sich auch die neue Generation nicht anders als für ihre Väter und Mütter. Sie stellen alles in Frage. Nicht nur den Mose als Anführer, sondern Gott selber, der sie aus der Sklaverei befreit hat. Die Israeliten beklagten sich bei Gott und bei Mose. Und jetzt, wo das Leben in Freiheit auch seine herausfordernde Seite zeigt, denken sie, es wäre doch gäbiger unter den Fuchteln vom Pharao. Wozu hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Und obwohl sie der Einödung von Gott wundersam mit Manna versorgt werden, da murren sie übers Himmelsbrot. Wir ekeln uns vor dem schlechten Essen. Gott führt in die Freiheit und versorgt sogar mit Wunder. Und das Volk steht alles in Frage, weil es keine Geduld hat. Ja, das ist eben nicht einfach Pipifax. Ich denke, das müssen wir unbedingt im Blick haben, wenn wir die drastische Reaktion von Gott einordnen müssen. Ich weiss nicht, vielleicht erkennst auch du dich wieder im Volk Israel.
Gott führt dich in die Freiheit und versorgt, vielleicht sogar mit Wunder. Und du stellst alles in Frage, weil du keine Geduld hast. Einmal gibt es auf das eben eine Strafe, so jedenfalls haben es die Israeliten verstanden. Wörtlich heisst es, Seraphim-Schlangen kommen ins Lager und beißen viele. Man kann übersetzen, feurige Schlangen. Sicher denken viele im Volk jetzt daran, wie ihnen die ältere Generation erzählt hat, dass Gottes Zorn schon einig feurig gewütet hat. Dort, wo eben jene Generation, wie sie jetzt, sich über die Umstände auf dem Weg mit Gott lautstark beschwert hat. Ob jetzt das mit dem neuen Zwischenfall jetzt so schlangenförmige Feuerengel sind, wie man bei Jesaja von Seraphim liest, oder doch eher ganz einfach Giftschlangen, wo halt der Biss gefühlt feurig brennt, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass das Volk jetzt ihr eigenes Unrecht eingesetzt sieht und um Vergebung bittet. Kommen wir zu Mose und der könnte jetzt ja sagen, das ist mir gleich, geschieht euch doch recht. Jetzt müsst ihr halt ausbaden, was ihr mit eurem blasphemischen Gemule angerichtet habt. Und Konsequenzen tragen. Aber der Mose leitet sich stolz einiges mehr ab. Er reagiert nicht rechthaberisch. Er hat sein Herz nicht verhärten lassen, obwohl er allen Grund dazu hätte. Nein, sondern er reagiert barmherzig. Und auf sein Gebet hin antwortet Gott. Macht einen Saraf und steckt ihn auf ein Feldzeichen. Saraf, geflügelte Feuerschlangen auf einer Signalstange. Wie macht man einen Saraf? Fragt sich der Mose auch. Was meint Gott da genau aus? Was macht man eine Feuerschlange? Oder es ist so wie Gang, wenn Gott redet und einen Auftrag gibt, dann haben wir Menschen einen Spielraum und dürfen müssen interpretieren und Gottes Wort für unsere konkrete Situation auslegen. Ich habe das ja schon mal predigt vor einer Zeit. Der Mose denkt jetzt vielleicht, okay, das Bronze ja wie Feuer funkelt, wenn die Sonne drauf scheint. Und ihm geht auf, dass ja auf Hebräisch Bronze und Schlange praktisch das gleiche Wort ist. Wenn ihr die Buchstaben anschaut, Hebräisch Nachash bedeutet Schlange, Nechoshet Bronze. Im Hebräischen, wo keine geschriebene Vokal kennt, unterscheiden sich die beiden Wörter nur in dem einen Buchstaben am Schluss. Nachash, Schlange, Nechoshet, Bronze. Jedenfalls leitet Mose Gottes Auftrag das aus, mit dem Saraf zu machen, dass er eine Bronzeschlange schmiedet, oder auch eher Lotler schmiedet, montiert sie auf eine Signalstange und stellt sie mitten im Lager auf. Und tatsächlich, die Menschen, die von der Schlange gebissen worden sind und auf die Bronzeschlange schauen, die sterben nicht. Was könnten wir heute von diesen Ereignissen damals in der Bronzezeit in der Negev-Wüste mitnehmen? Mir sind einmal zwei Aspekte wichtig geworden. Erstens ist das Ganze ein mega starkes Beispiel dafür, wie zentral für Gott Gnade und Glauben ist für Rettung. Die Israeliten haben sicher erwartet, dass sie von Gott zig Auflagen bekommen, was sie jetzt alles als Bußleistung müssten tun, um ihre Schuld zu sühnen und das Unheil abzuwenden, das über sie gekommen ist. Aber nein, der einzige Auftrag, den sie von Gott bekommen zur Rettung, ist schauen. Einfach nur schauen auf die Schlangen am Stab. Und das soll Leben retten angesichts von diesen tödlichen Schlangenbiss. Das zu glauben, das braucht echt Glauben. Und es braucht Gehorsam, sich auf so etwas einzulassen. Und das ist auch für uns heute nicht anders. Wir können uns nicht selber retten, indem wir uns noch mehr anstrengen. Doch wenn Gott uns retten soll, egal aus welcher Situation, das ist das Einzige, was wir können und müssen, unser Vertrauen auf Gott setzen, auf ihn fokussieren. Das ist alles, was wir können. Das ist alles, was wir müssen. Faith is a choice, habe ich in der Vorbereitung gelesen. Glauben ist eine Entscheidung. Das ist das Einzige, was man dann kann oder muss. Schauen. Gottes Zusagen vertrauen und gehorsam meine Blickrichtung ändern. Auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht seltsam scheinen mag. Und vielleicht auch meinen natürlichen Impuls widerstrebt. Das Zweite, was mir wichtig geworden ist,
Die Israeliten haben sicher erwartet, dass Gott die tödlichen Schlangen aus dem Lager vertreiben würde, der Mose bei Gott für sie gebetet hat. Aber Gott handelt nicht nur damals in der Wüste sehr oft anders. Gott nimmt das, was die plagt, oft nicht einfach weg. Die Geschichte beißt die Schlange, die Leute immer noch. Gott nimmt das, was die plagt, oft nicht einfach weg, sondern zeigt einen anderen Fokus im Leid. Und der verändert und verwandelt alles. Gott wählt den Weg, der das Leid nicht einfach wegnimmt oder verhindert, aber er tut den Weg auf, der Schutz vor dem drohenden Tod bietet und Heilung schenkt. Die Fokusveränderung, die Schwierigkeit nicht einfach ausblendet, aber das Vertrauen bewusst auf einen anderen Punkt richtet und eben so Frieden findet, von der singt auch die Post-Hardcore-Band Our Last Night in ihrem Song Bronze Serpents. Wir hören rein. Your hands back on the wheel, you need to steer. Keep your eyes on the target and don't fear. Look forward, no distractions, peace is near. Put your hands back on the wheel, you need to steer. Keep your eyes on the target and don't fear. Eyes on the bronze serpent, the time will turn. Look forward, no distractions, peace is near. Put your hands back on the wheel, you need to steer. Keep your eyes on the target and don't fear. Look forward, no distractions, peace is near. Put your hands back on the wheel, you need to steer. Keep your eyes on the target and don't fear. 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 Wie ist es denn weitergegangen mit dieser Bronzeschlange, der Geschichte vom Volk Israel? Sie haben die Schlangen auf dem Pfahl behalten. Gott hat dem Volk Israel ja verboten, Kultbilder zu machen. Aber sie haben vielleicht gedacht, ja, wenn der unsichtbare Gott uns da für ein Bild in Auftrag gegeben hat und er dann sogar auch dadurch wirkt, ja, dann muss das schon ein ganz spezielles Objekt sein. Vielleicht haben sie gedacht, die Schlange vom Pfahl sei doch irgendwie ein Symbol für Jahwe, wo sonst keine Bilder dulde. Jedenfalls ist in der Antike von der Symbolik nicht einfach fremd gewesen, dass gerade die Schlangen Heilung bringen. Aber wenn manche Schlangen giftig waren, haben sie in der Antike als Symbol für Heilung gestanden und haben als Lebensspender und Erneuerung gegolten. Warum? Ja, wenn die Schlange vielleicht einmal im Jahr sich hütet, dann kann das wie eine Wiedergeburt wirken. Und so sind Schlangen in der Antike immer wieder als Symbol für Heilung gestanden und haben eben als Lebensspender und Erneuerung gegolten. Der sogenannte Asklepios-Stab, der ziert bis heute viele Apotheken und Drogerien. Und die biblische Geschichte mit der bronzenen Schlange auf dem Feldzeichen, die heilt, der wirkt dafür bis in die Schweizer Armee nach. Das Truppengattungszeichen der Sanitätstruppe, das zeigt eine Panierstange mit Schlangen. Aber das Nachleben von dieser Schlange von Mose war nicht nur positiv. Wir hören noch einmal die Katja mit einer kurzen Notiz aus dem 2. Königsbuch über die Herrschaft vom Reformkönig Hiskia. Hiskia schaffte die Kultplätze ab.
zerschlug die Kultsteine und fällte den Kultpfahl. Er zerstörte auch die Schlange aus Bronze, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit wurde sie verehrt. Die Israeliten brachten Räucheropfer für sie dar. Man nannte sie Nehustan, das heißt Bronzeschlange. Wenn man nach Kasch, nach Koschet, nach Ustan, wenn man das zusammen bastelt, dann kommt man so einen Namen über. Ja, das Geschenk, das Gott dem Volk in grösster Not gemacht hat, ist zu einem Götz geworden, wo sie mit Weihrauch göttlich verehrt haben. Nehustan, die Mettelschlange. Ich denke, die Israeliten haben die Schlange auch behalten und auf weitere Wunder von dem Gegenstand gehofft, weil das eben mit dieser Bronzeschlange, das hat einem alten Prinzip entsprochen, wo Menschen immer wieder versuchen, etwas, das man bannen will, mit der Darstellung von dem, was man bannen will, abzuwehren. Der Moses, der kennt aus seiner Kindheit als Prinz am Hof vom Pharao noch den Uräus, die kampfbereite, aufgebäumte Kobra, wo ihre Hautfalten wie Flügel aufspreizt. Das Zeichen von göttlicher Macht und Schutz auf der Stirnseite von Krone vom Pharao. Ihr seht es auf dem Maiden-Albumcover hier. Ja. So Abwehrzeichen sind übrigens auch in unseren Breitengraden weit verbreitet. Ich denke an die Monster, Wasserspeier, die Gargoyle, an der Notre Dame, in Paris zum Beispiel, wo Böses abwehren sollten. Oder ich denke daran, wie der Ronnie James Dio beschrieben hat, wie seine italienische Großmutter den sogenannten bösen Blick versucht hat, mit was eben mit dem Mano Cornuta abzuwehren, deren Geste, die er dann umgedeutet hat, als gehört die Hand zum Metal-Zeichen schlechthin. Der Götzendienst fängt damit an, fein und leislich dort, wenn ein bestimmter Gegenstand oder eine Methode für uns anstelle von Gott tritt. Wenn wir die Wirkung vom Gegenstand oder einer bestimmten Methode, wie immer geistlich, was auch immer, erwarten, anstatt die Wirkung vom Schöpfer, vom Retter, von Gottes Geist, von Gott selber. Das Problem ist, dass wenn wir Gott mit Bildern verehren, dass wir ihn damit in einen Käfig stecken, in meine Gefügung machen zu können. Dass wir glauben, wir können dies und eins tun, diesen und jenen Trick anwenden, damit wir uns vielleicht gut fühlen oder dass er unsere Probleme löst. Ja, wir behandeln eben ein Wesen wie einen Gegenstand. Wir verzwecken die Beziehung zu Gott. Doch es geht bei Gott nie um einen Wunsch und eine Wundermaschine. Es geht immer um eine dynamische Beziehung zwischen zwei souveränen Aus, eine Beziehung mit einem echten Gegenüber. Und Bilder zu verehren, das leistet eben, es geht dem entgegen. Jetzt denkst du vielleicht zu Recht, aber ich habe doch kein Götzenbild. Was geht mich denn das alles an, was Samuel jetzt hier erzählt? Der Punkt ist, egal ob mit oder ohne Bilder, ohne Gegenstände, was auch immer, alles, was Gott schenkt, kann uns zum Götz werden, wenn wir beim Geschenk den Schenkenden aus dem Blick verlieren. Die Metallschlange, die heilt, ist den Israeliten in den Weg gekommen. Sie haben nicht von Gott Heilig erwartet, sondern vom Nehustan. Die Schlange war aus Metall. Ja, der Metal kann ein Götz werden. Das wunderbare Geschenk von Gott kann für dich und mich ein Götz werden, wo uns im Weg steht, wenn wir aus dem Blick verlieren, wenn wir die geile Musik verdanken. Und der Metal als Lebenseinstellung kann ein Götz werden, wenn uns in der Metal Church der Metal wichtiger ist als Jesus Christus, der Master of the Metal. Aber auch Gesundheit kann ein Götz werden. Die Bronzeschlange hätte ja Gesundheit bewirken und über die Zeit wird sie zu einem Gott, der anstelle von Gott steht und die Menschen unfrei macht. Von dem Nehustan, Gesundheitswahn, wo es eine säkulare Variante gibt, aber auch eine fromme Variante, nämlich eben, Gott muss immer heilen, das wäre die fromme Variante vom Gesundheitswahn. Von dem singt Theoptia im Song Nehustan, da lassen wir noch heute rein, bevor wir dort zum Schluss kommen. Here to damn the fight.
reality if you're gonna make it work. What is your work when sickness makes your chances convicted? You dare not do enough. What is your meaning when you cannot help yourself? Incurable, a worthless piece of dust. What is the reason to be obsessed with fear causes terminal? Your disobedience fall back. What is your value when you cannot control a fate? They will shine away from you where thinking good and dead. They will shine a black curse you swear, bearing a bad torment. They will stand away from you where thinking good and dead. They will shine a black curse you swear, bearing a bad torment. Die Schlange von Mose hat für uns noch eine weitere besondere Bedeutung, weil Jesus selber auf die Geschichte Bezug nimmt. Dort, wo er dem Schriftgelehrten Nikodemus bei einem so nächtlichen Privatlehrgespräch seine Mission als Messias erklärt hat. Katja liest uns auch das noch einmal aus dem 3. Kapitel vom Johannesevangelium. Es ist wie damals bei Mose, als er in der Wüste die Schlange aufgerichtet hat. So muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Merci. Wenn Jesus im Johannesevangelium vom Menschensohn redet, dann meint er damit sich selber. Und wenn er muss erhöht werden, dann meint er damit aufgehängt werden am Kreuz. Der Verbrechertod, wo nach den Römern die totale Demütigung sein soll, aber unter dem versteht das Johannesevangelium in der Umkehr von menschlicher Logik den Weg in die himmlische Herrlichkeit. Was ist jetzt der Vergleichspunkt zwischen am Nechustan und Jesus, der für uns heute wichtig ist? Wenn ihr ein bisschen Bücher lesen, im Netz surfen, Videos schauen, werdet ihr viele Auslegungen finden, die sich an der möglichen Symbolik von Bronzen und von der Schlange abmühen. Die Auslegungen überzeugen mich aus verschiedensten Gründen nie ganz. Was mich aber wirklich erhellend tut, ist Folgendes. Gott sagt dem Mose nämlich wörtlich, er soll die Schlange auf ein Zeichen stecken. Nes. Die Schlange auf ein Zeichen stecken. Also auf ein Feldzeichen, also als ein Zeichen. Und Zeichen eben nicht nur ein Feldzeichen meinen, den Stab oder das Banner, sondern eben so ein bedeutungsschwangeres Zeichen. Das hebräische Wort kann sogar Wunder bedeuten. Und in dem Sinn von so einem bedeutungsträchtigen Wunder braucht auch das Johannesevangelium immer wieder das Wort Zeichen, wenn es um Jesus geht. Um was geht es also? Wie die Schlange auf dem Holzstab ein wundersames Zeichen zur Heilung und zum Schutz vor dem Tod war, für die es vertrauensvoll angeschaut haben, so ist Jesus auf dem Holz vom Kreuz ein geheimnisvoll wundersames Zeichen zur Heilung und zum Schutz vor dem Tod für alle, die sich vertrauensvoll auf ihn ausrichten. Auf Jesus Christus zu schauen, ist die einzige Hoffnung im Leben und im Sterben. Jesus, symbolisch als die Mörtelschlangen am Holz, anrufen. Von dem singt auch das Lied Jesus, das wir früher abends mit unserer damaligen Metal Church Band Adoramus gesungen haben. With my flood, strong in love, to free from sin's wrath. There's masses weary men, put our eyes on you, metal serpent, holding your end. The cross is our control.
Das war jetzt mega viel und darum fasst das Wichtigste aus meiner Seite noch einmal ganz kurz zusammen. Erstens, wenn Gott uns retten soll, egal aus welcher Situation, das ist das Einzige, was wir können und müssen, unser Vertrauen auf Gott setzen, auf ihn fokussieren, wie auf die Mettelschlange. Zweitens, Gott nimmt das, was die plagen, oft nicht einfach weg, sondern zeigt einen anderen Fokus im Leid, eine Metallschlange. Und der andere Fokus, der verändert und verwandelt schließlich alles. Gott wählt den Weg, der das Leid oft nicht einfach wegnimmt oder verhindert, aber tut den Weg auf, wo Schutz vom drohenden Tod bietet und Heilung schenkt. Drittens, alles, was Gott schenkt, kann uns zum Götz werden. Dann nämlich, wenn wir auf einen Gegenstand und Methoden setzen, anstatt auf den, der wirkt. Und wenn wir bei den Geschenken den Schenkenden aus dem Blick verlieren. Und noch viertens, wie die Schlangen auf dem Holzstab ein wundersames Zeichen zur Heilung und zum Schutz vor dem Tod in der Wüste war. Für die vertrauensvoll darauf geschaut haben, so ist Jesus am Holz vom Kreuz ein wundersames, ein seltsames Zeichen zur Heilung und zum Schutz vor dem Tod für alle, die sich vertrauensvoll auf ihn ausrichten. Ich lobe dich, Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Wort ist eine Lampe für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und Gottes Volk schreit: Amen. Amen.